Apocalypse. Servus und herzlich willkommen Leute bei einer neuen Runde RimWorld im Multiplayer mit Mesh. Hallo. So, bei mir ist in der letzten Folge bei Mesh ist ein Kolonist bei mir verreckt an einem, an was ist es verreckt? Das ist jetzt wieder die Frage. Der ist, glaube ich, getötet worden von einem Tier. Ja genau, das war so ein, wie heißt denn das Viech? Ich glaube, es war ein Grizzly, ich weiß nicht genau. Ja, irgendwie so ein Raubtier war's. Ein Wack. Der Wack war's. Stimmt, das Ding war das. Der isst Rohfleisch und hat gemeint, unseren Kolonisten Gelbe anzugreifen. Kein Ernst. Und dann haben wir halt mal gedacht, scheiß drauf, versuchen wir es, dass ich mit zwei Kolonisten arbeite. Wenn wir jetzt halt irgendwelche Kolonisten wieder dazu kriegen, ist jetzt halt die Frage, wenn Mesh einen dazu kriegt, dann schickt er mir einen rüber. Und wenn ich einen krieg, dann brauche ich ihn ja nicht mehr zu mir schicken, weil er ja schon bei mir ist. Und ja, dann lassen wir mal die Runde beginnen und schauen, was hier weitergeht. Oder wie es weitergeht. Kai ist gerade fröhlich am Zähmen. Ja, und was ich noch dazu sagen wollte, Gelber ist mein Koch und der Arzt gewesen. Und ja, Bergbau war er noch ganz gut. Tragen hat er noch ganz gut können und ja, ist beschissen jetzt, kann man nichts machen. Aber wir hoffen, dass es jetzt bergauf geht und nicht mehr so scheiße läuft. Das stimmt. Und wieso pennt Löwe, obwohl er arbeiten sollte? Nee, der hat Entspannung. So, Arbeit erledigt. Finde ich schön. Gut, dann gehe ich mal wieder auf meine Kolonie rüber. Vielleicht fällt es dir auf, was ich gemacht habe. Ich habe nichts kaputt gemacht oder so, einfach nur was geschrieben. Nein! Ich hoffe mal, dass die Schweine endlich mal dazu kommen, hier ein wenig zu tragen. Weil langsam geht mir das Ding hier nämlich ziemlich auf die Nüsse, dass hier nichts getragen wird. Ja, so ist das schön. Ist doch noch krass, wie viele Tiere du hast. Ja, mal. Was mir gerade auffällt bei Tieren, meine Tiere müssten noch bald. Jakov ist ein abtrünniger. Okay, das könnte mich interessieren. Dann könnte ich vielleicht eine Person hinschicken, die diesen Typen rettet. Und den dann zu dir schicken. Bin jetzt gerade auch am Überlegen. Oh Oh, lol. das ist weit weg. Obwohl das dauerte, glaube ich, nur 1-2 Tage. Oh. 1,7 Tage dauert das von mir aus gesehen. Ihr könnt es probieren. Den Wegpunkt? Nein. Genau. Könntest du halt noch vielleicht kurz mal überlegen, probieren. ob du das Gegenstandslager auch noch mitnimmst. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, Pemmikan habe ich noch 10 Stück, das reicht für 15 Tage. Oh, er ist ja übelst gut im Nahrung sammeln. Er sammelt 30 Beeren pro Tag. Das heißt, er würde glaube ich schon so auskommen. Oh ne. Falsches weggenommen so. Du sollst noch da unten, Veloroute. Ja, er braucht 10,7 Tage, obwohl er nichts mitnimmt. Das ist schon krank. Er sammelt halt einfach nur Beeren.
Ich glaube, ich gebe ihm Medizin sicherheitshalber nochmal mit. 5 Stück sollten reichen. Und akzeptiere das. Und dann hoffen wir mal, dass es schnell da unten ankommt, damit wir den Kolonisten retten können. Ist ja noch nicht unser Kolonist, aber bald, hoffentlich. Schade, dass ich von dem Menschen kein Ding habe, keine weiteren Kenntnisse, was der jetzt hat. Am besten. Ja. Aber da müssen wir uns überraschen lassen dann. Hm, Aber besser als nichts, muss man an der Ja, Stelle einfach mal sagen. das- So schlimm kann es ja nicht werden. stimmt. Kai, könntest du hier mal bitte Stoff tragen? Nein, es passt nicht genau. Und dann könnte man eigentlich noch überlegen, ob ich dir Xenia rüberschicke. Mir ist es egal. Jaguar ist halt mit der verbunden, oder? Ja. Kannst du den Hund alleine rüberschicken? Ich glaube nicht. Aber ich kann ja im Notfall, wenn ich die Person gerettet habe, kann ich Jaguar mit der Person zu dir schicken. Und dann kommen Jaguar und Xenia wieder zurück zu mir. Und ich merke gerade, dass Xenia unterernährt ist. Alter, wie schnell er ist. Ich bin auf einfache Geschwindigkeit, also auf einer ganz normalen Geschwindigkeit. Und trotzdem ist er schon im zweiten Feld fast durch. Ja, Das ist krass. der ist halt ein schneller Läufer. Und er sammelt extrem viel Nahrung pro Tag. Ich möchte ja gar nicht wissen, was bei mir alles rumkommt, wenn bei mir Kai die ganze transportieren, wie viel Stahl ich dann habe. Krass. Ich könnte ja mal theoretischerweise ausrechnen, wie viel Stahl da jetzt rumkommt. Würde mich jetzt Oh, ich hab ja auch noch- extrem interessieren. Ich habe auch noch eine Menge Holz bei mir rumliegen. Ich habe 1000 Holz. So, was kann man denn... Temperatur, ich weiß nicht mehr, was ich bauen soll. Habe ich noch Stoff? Ja. Ich könnte einen Pokertisch bauen, aber was bringt das? Ich könnte Blumentöpfe bauen, das machen wir auch mal ganz schnell. Warum wollte ich einen Kurzbogen bauen? Vielleicht wegen einem Besitz, wo es du nicht hast. Komisch. Verwirrt mich gerade ein bisschen, weil ich habe ja für jeden eine Waffe. Gut, keine Ahnung, wie das zustande kam, dass ich da noch einen Kurzbogen bauen wollte. Ich bin echt gespannt, was das für ein Kolonist ist. Für eine Person. Kolonist ist es ja noch nicht. Er ist 40 Jahre alt auf jeden Fall. Mehr wissen wir nicht. Mhm. 2 menschenjagende Katzen. Aber die Katzen sollten wir rein theoretisch hinkriegen. Jaguar ist, glaube ich, nicht schlecht im Schießen. Nee, ist er nicht. Genau, 8 Fernkampf sollte. Und 7 Nahkampf, da sollte er auch so ein bisschen was hinkriegen, im Notfall. Medizin hat er auch dabei, also mache ich mir keine Sorgen, dass Jaguar stürmen sollte. Warum ist da überhaupt ein Arbeitsplatz da oben? Mhm. 528 Stahl sind da oben. Alter. Damit kannst du einiges bauen.
Und da hast du unten nochmal 600. Yep. Bin ich schon mal vorgesorgt. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass da oben so viel drin ist. Ehrlich gesagt. Noch einen Tag, dann ist Jaguar da. Du sollst den Stoff nicht hier reinpacken, du sollst ihn woanders hinpacken. Textilien aus. Wie sieht das eigentlich mit meinen Truthähnen aus? Hat jetzt, Fortschritt 91%. Das ist gut. Bald gibt's neue Truthähne. Und dann kann ich irgendwann Truthähne schlachten im Notfall. Jaguar ist noch gar nicht drin. Ich bin gerade überlegen. Achso, das sind die. Das finde ich. Boah, Tagesration an Nahrung 5,7 Tage könnte eine Nahrung auskommen. Jaguar ist, glaube ich, so eine perfekte Person, die kann man einfach über die komplette Map schicken, der will es halt überleben, weil er genug Nahrung bekommt die ganze Zeit. Solange er alleine rumläuft. Lol, und bei mir sind jetzt 2 von den Riesenfaultieren. Die bringen enorm Nahrung, glaube ich. Ja, Fleischmenge 360. Das Problem ist bloß, wenn du sie angreifst. Ja, die halten auch einiges aus. Und machen gut Schaden. Halten einiges aus und zweitens, ich glaube, die sind extrem, wenn du... Ja, solange du auf Abstand bleibst, geht das. 10%, wenn Ding ist, wenn du sie tamest. Aber dafür brauchst du schon Stufe 10. Du müsstest dann halt mal kurz Jaguar ein bisschen bei mir lassen, dass ich meine Schweine ein bisschen zum Tragen voranbringen. Ja, kommt immer darauf an, was wir für eine Person haben. So, wenn du eine Person hast, die gut... Also, wenn wir da eine Person finden, die gut sich um die Tiere kümmern kann, kann ich dir die Person da lassen, kann Jaguar wieder mitnehmen. Ja. 8,2. Boah, das ist Jaguar ist sau gut, um so Quests zu erledigen. Läuft in 1,2 Tagen ab. Ich überlege, ob ich erst das Gegenstandslager mache. Kannst du auch machen. Was ist denn da so schönes im Gegenstandslager? Neurotrainer. Ja, Neurotrainer Fernkampf. Okay, ja, dann machen wir das. 2 Ratten sollte Jaguar erledigen können. Hoffentlich. Und den Neurotrainer kann ich schon einsetzen. Das ist halt vom Sinn her wie so ein Getränk, was deinem halt die Fähigkeit ein bisschen verbessert, um eine Stufe oder so. Den könnten wir halt auf Ding jetzt. Ich weiß nicht. Ich müsste mal kurz gucken im Internet, oder kannst du mal schauen, wie viel der Grizzly braucht zum Trainieren? Wie viel was? Welche Stufe von Tierpfleger? Hast du Sekunde? 8, stimmt, steht ja drin. Ja, vermutlich 8. So Grizzly, alles was Wildtiere sind, also die gefährlich sind, die dich angreifen können, die sind so 8.
Der Jaguar hat sogar schon 9 mittlerweile. Oh, Tagesration an Nahrung nur noch 3,2, weil er irgendwas gerade weggegessen hat. Ah ja, die Bären. Hm. 0,6 Tage, bis Jaguar da ist. Aber ich hätte ihm vielleicht einen Schlafsack mitgeben sollen. Naja. Shit happens. Ah, ich vergessen. Yep. Nur Starre ist er gestoßen, ist wahrscheinlich bei dir. Ja. Den letzten. Aber ich hoffe, das, was ich hier mache, sieht gut aus. Schauen wir doch mal kurz rüber zu dir. Lol. Ich glaube, du wirst. hier alles bauen. Du wirst, glaube ich, nicht erkennen, was damit gemeint ist. Aber du wirst sehen, wenn es fertig ist. Ich hoffe, dass sie gut ist. Eigentlich sollte es. Es ist zwar nur so ein bisschen gimmickmäßig, aber. Ja, dann werden wir das mal in der nächsten. Bei ihm dann auf der nächsten Folge sehen. Aber Genau. bis jetzt ist noch nicht rum. Ja, vom Sinne her ist es halt nicht wirklich ein Gebäude oder so, es ist halt einfach nur zum Aussehen. Und ich hoffe, das funktioniert so. Nur noch ein halber Tag für Jaguar. 26 Felder pro Tag. Ja gut, je nachdem auf was für ein Feld er ist. Gerade ist er auf einem Grasfeld und da geht es halt relativ schnell. Das ist halt der Vorteil, wenn du in so einem flachen Gelände bist, wo halt kein Berg ist. Da kannst du dich halt relativ schnell bewegen. Oder an der Straße kannst du dich halt noch mal. So. Was wolltest du sagen mit keiner Sau? Scheiß drauf. Habe ich dich einfach mal zweimal unterbrochen. Hä? Sekunde. Siehst du bei deinem Trockenfutter? Gleich. Ah ja, okay, ja, alles gut. Hat sich erledigt. Das sah nur komisch aus, weil ich das Meerschweinchen nicht gesehen habe. Es sah so aus, als würde sich das von selber essen, ohne dass jemand da dran ist. Ach so, ja, Trockenfutter müsste ich jetzt auch mal wieder machen. Ja, die machen Nachwuchs. Ja, so wirklich kommt da aber nichts raus. Ja, das wird halt irgendwann dann angesagt und dann dauert das so 1-2 Tage. Meistens so um die 20 Tage oder so, je nachdem was für ein Tier. Ich kann das nur aus Erfahrung bei Mastodons sagen. Weil da weiß ich, dass die so 20 Tage oder 24 Tage, glaube ich, brauchen. 10-mal einfache Mahlzeit verdorben. Oh. Ja. Ich hab trotzdem immer noch 8. Ja, der Reis ist ja auch bald fertig. Bei dir. Wenn, dann haben sie noch 122 Uhr. Lecker. Oh, mittlerweile hat Dings Jaguar so viel gesammelt, dass das... Jetzt hast du nur noch 3. Aber die verderben in 1,2 Tagen. Im Notfall kannst du denen sagen, dass sie Bären sammeln sollen halt. Kurz gucken, ob hier irgendwo Bären in der Nähe sind. Hier oben zum Beispiel. Wildbeeren. Einmal lernen, bitte. Ja, das sind schon mal 3 Nahrung, damit schaffst du es wieder über einen Tag. Und dann sind die Reispflanzen ja bald fertig. Ich brauche halt dann irgendjemanden, der wohl gut kochen kann. Ja, mit viel Glück bin ich da schon wieder zurück. Ich weiß aber nicht, wie lange Jaguar braucht. Der rastet halt gerade, weil es Nacht ist. Macht Sinn. Ich hätte ihm Schlafsack mitgeben müssen, dann dauert das glaube ich nicht so lange oder so. Irgendwas bringt das auf jeden Fall. Erholung. Ja, ich denke, der braucht einfach länger, um sich zu erholen, ohne Schlafsack. Ja, Aufzeichnung. Zeit als Kolonist 29 Tage mittlerweile. 21 Kills.
So. Ja, rastet immer noch. Ratte ist wach. Ja, Ratte arbeitet, das ist gut. Und jetzt betet sie. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Was? Ach, zurückgewiesen, ja okay. Habe ich doch richtig gesehen. Dass Oh, Jaguar ist gleich da. zurückgewiesen worden ist. Jaguar ist gleich da in einer Sekunde. 1, 2, 3 und jetzt. Ui, da geht's auf die neue Bewegung. Dann So, wollen wir mal kurz... Oh, kurz mal pausieren. Wir haben 2 Ratten, die angreifen. Und Jaguar steht hier. Gut. lol, ist das eine kleine Map. Ja, ist ja nur die Begegnung hier. Hier fängt man ja nicht viel an. Sekunde. Komm, triff. Komm, Jaguar, triff. Lass dich nicht von Ratten töten. Na, jetzt haut zu. Jetzt haut zu. Jetzt haut zu. Nice. Warte, im Nahkampf angreifen. Komm, Jaguar. Du musst sie treffen. Nice, perfekt. So. R drücken. Ist kein Arzt. Sekunde. Arbeit, Arzt. Du bist zwar ein scheiß Arzt, aber du musst dich behandeln. Und außerdem wäre ich auch noch eine Wildwurzel. Ja, doch 5 Stück dabei. Ich weiß aber nicht, ob die benutzt beim Selbstbehandeln. Glaube schon, wenn du ihn zugewiesen hast, dass er... Ja, keine Ahnung. Eigentlich schon, er hat auch welche im Inventar, aber ich weiß nicht, ob er die genau benutzt. Aber mal ein bisschen schneller machen. Passiert ja nicht viel Spaß, wenn er jetzt vom Blitz getroffen wird, ne? Ich würde so lachen dann. Wenn der jetzt vom Blitz getroffen wird, ne, dann quitte ich das Game. Oh Gott, er muss so viel verbinden und das dauert so hart lange. Qualität 0. Du hast Besucher. Geil. Und ihr handelt. Oder? Ja, ist gut. Kurze Frage von Lukas. Körper, komm. Du überlebst das. Blutverlust leicht, das ist nur leicht. Nordost ist von den Guten. Gut, der Blitz ist schon mal aufgehört, es brennt zwar, aber... Ich würde ihn so gerne... Mach, aber dann haben wir mehr Gegner. Blutverlust Mittel, du schaffst das. Du musst nur noch 1, 2, 3, keine Ahnung wie viele Sachen machen. Jaguar, wenn du mir jetzt hier wegstirbst, ne? Ich hol dich nicht. Deine Leiche bleibt da liegen. Komm, Jaguar, du verblutest mir ja nicht. Verbinde dich, genau. Tod in 21 Stunden, Blutung auf 69%, Blutverlustmittel. Blutverlustmittel auf 39%, komm, das schaffst du. Jetzt muss ich warten, bis du fertig bist mit Handeln. Das macht's nicht besser. Das ist das einzige Problem, er kann nicht selbst behandeln. Das wäre super, wenn Jaguar jetzt noch Medizin 10 hätte oder so, dann wäre perfekt. Dann würde ich ihn wirklich bis zum Ende der Map schicken. Stimmt, geht ja gar nicht. Gut, Jaguar, mach weiter, bitte. Tod in 21 Stunden, das überlebst du, Guck, die Blutung geht zurück. 55% Blutung, komm, Blutverlustmittel auf 42%. Ja, das langt. Das kriegst du hin. Warum? Schmerzen sind nur noch Mittel, das ist ja nichts. Kratzer.
Komm, 4 Stück noch. Wenn du jetzt anfängst zu brennen oder so, ne? Dann keine unmittelbare Gefahr. Rufus schwer, aber er sollte es überleben, hoffentlich. Bitte. Ja, Jaguar, ich kann es nicht tun. Du musst dich halt verarzten. Unterernährung trivial. Du kannst gleich was essen. Jakob, Blutung ist nur noch minimal. Keine Blutung mehr. Nice, jetzt isst er was. Dann machen wir da unten das auf und dann kann er... Nein, du schläfst dann nicht. Befehl abreißen. Ist kein Bauarbeiter. Wenn du jetzt anfängst zu brennen oder so, ne? Aber es regnet schon mal, das ist ganz gut. Ja, das Feuer geht zurück da. So, jetzt müsste er die Tür eintreten. Ah ne, er geht einfach nur rein. Ja, weil du kannst nämlich nur Leute noch zum Hinweis, wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr hier einmal auf Gebiet in Besitz nehmen, dann kann er einfach selber reingehen und muss es nicht abreißen. Nur so als kleiner Zwischentipp. Jetzt muss ich nur kurz die Heimatzone ein bisschen verändern. Ja. So. Packen wir ihm erstmal ein Bett rein. Damit er so ein bisschen sich verheilen kann und sich ausruhen kann und so weiter, weil er gestresst ist und was weiß ich nicht alles. Der Blutverlust geht zurück, das ist gut. Er überlebt. Alter, Jaguar, ne? Wäre er jetzt an 2 Ratten gestorben. Hast du kurz nachgucken können, er hat Fernkampf jetzt 12. Wegen dem, was er gerade eben getrunken hat, was es da in den Dings gab. Hat er Fernkampf jetzt 12. So, wie sieht das Weltkarte technisch aus? 2 Katzen sind bei dem. Ich will Jaguar jetzt nicht verletzt dahin schicken eigentlich, aber bis das verheilt ist, dauert das Jahre. Ja, dann lass ihn dabei ein bisschen rasten da dort und... Na, lass ihn da einfach mal liegen, so. Gucken, dass er so ein bisschen verheilt. Oh, Reisende. Sogar bei mir. Oh ja, jetzt nimmt das schon mehr Form an, was ich hier baue. Nein, Jaguar hat die Grippe. Was ist das denn? Behandle dich selber. Hätte er jetzt ja nicht für einen Fernkampf die Dinge gekriegt, sondern für Medizin, Dann wäre es besser gewesen. ja. Bitte Immunität, bitte geh hoch. Schneller. Es wird nichts. Die Grippe ist ganz schnell, ganz klein bisschen schneller.
Obwohl, es ist close. Ja, könntest du bitte vielleicht ein bisschen mehr... Nein, nutzt die Medizin übrigens nicht. Das ist ein bisschen beschissen. Wenn mir Jago jetzt wegstirbt, ne? Ich hoffe nicht. Wegen der dämlichen Grippe auch noch. Weil er ja sonst nichts hat. Ah, die Grippe ist bei 7 und die Immunität bei 6. Hätte ich jetzt Gelber noch, könnte ich ihn zu dir hinschicken, dass er ihn verarztet. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Jaguar zurückschicke. Weil wir da ordentlich Medizin haben zumindest. Dann schick ihn dabei zurück, dann machen wir die Quest von anders. Ja, die Quest hat ja noch Zeit. 12 Tage. Oder wie gesagt, ich kann es riskieren, dass ich ihn rüberschicke. Es sind halt nur 2 Katzen. Nee, lass es, bevor wir es riskieren. Ich würde sagen, wir machen es. Du schickst ihn zu dir zurück. Sekunde, Tagesration an Nahrung, ja, das nimmst du mit. Die toten Ratten mitnehmen im Notfall. Ja, Und Jaguar ist ein Forscher, oder? ja. Er braucht 2 Tage, weil er verletzt ist. Bis rüber zu Dings, upsala. Braucht er 1 Tag. Wir können es riskieren, dass ich versuche, den Menschen zu retten. Das Und die beiden- das mit den Katzen. Ja. Er ist auf Schießen 12, also wenn er Schießen 12 nichts trifft, dann hat er es verdient zu sterben. Ja, Leute, was machen wir? Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Mesh. Bis dahin, haut rein und Servus! Ja, perfekter Schluss.